Chinas Warenimporte aus den USA haben nur etwa 53% der zusätzlichen Produkte und Dienstleistungen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar erreicht, die es im Rahmen des im letzten Jahr unterzeichneten Handelsabkommens zu kaufen versprach, weit hinter seinem Einkaufsziel. Die Vereinigten Staaten und der Rat der Vereinten Nationen könnten mit schwerwiegenderen und ernsthafteren Konsequenzen konfrontiert werden, wenn sie sich für ein unangemessenes Vorgehen entscheiden würden. Nordkorea warnte die USA davor, mit einer tickenden Zeitbombe zu spielen. 4 chinesische Strandschutzschiffe sind in das Hoheitsgebiet Japans in die umstrittenen Senkaku-Inseln gefahren. Diese werden von Japan für sich beansprucht. Nachdem die Schiffe aufgefordert wurden, umzukehren, verließen sie die Gewässer. Das arabische Parlament hat die Aussage Macrons über Algerien scharf kritisiert. Macron sagte am 2. Oktober in einem Interview im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte Algeriens, dass es in Algerien einen Diskurs gebe, der aus Hass auf Frankreich besteht. Daraufhin sperrte Algerien seinen Luftraum für französische Flugzeuge. Nach der Bestrebung, die Verbreitung des Virus zu stoppen, werden nun hunderte Flüge und Zugfahrten in Nordchina ausfallen. Durch die hohen Fallzahlen im Norden Chinas werden in der Region Lockdowns verhängt. Der Sprecher der Lkw-Gewerkschaft SPEER sagte bei CNN, dass es zu wenig Lkw-Fahrer in den USA gebe. Vor dem Coronavirus gab es 60.000 freie Stellen, nun benötige man mittlerweile 80.000 Fahrer. Bei einer Explosion in einem Restaurant in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, starben am Donnerstag 3 Personen und 30 weitere wurden verletzt.